Ich bin wieder einmal online. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht es euch? Was macht ihr so? Habt ihr ein schönes Pfingstwochenende gehabt? Sind ihr noch weg gewesen? Habt ihr einen Ausflug gemacht? Was habt ihr gemacht am Pfingstwochenende? Ich habe nichts Spezielles gemacht. Ich war daheim. Ich war im Garten auch. Ich habe Freunde getroffen. Genau. Und ihr, was habt ihr gemacht? Hallo zusammen, schönen Abend. Das ist unser Schweizerdeutsch live. Wir wollen zusammen ein bisschen Ideen sammeln. Was würde euch interessieren? Was für ein Thema würde euch interessieren in der nächsten Schweizerdeutsch-Lektion in unserem VIP-Kurs? Was würde dich interessieren? Wir haben am Montag über das Pfingstwochenende geredet. Bist du am Pfingstwochenende weg gewesen? Was hast du gemacht? Hallo, Swiss Zug. Du bist auch schon da gewesen, glaubst du? An irgendetwas mag ich mich erinnern. Was hast du das Wochenende gemacht? Vielleicht spreche ich ein bisschen noch Hochdeutsch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Wir haben einen Livestream, um Themen zu suchen, was wir behandeln könnten in unserem nächsten VIP-Kurs am Montagabend oder auch im Deutschkurs am Dienstagabend. Wir wählen immer das gleiche Thema. Hallo Cake Passion, hallo. Schreibt doch mit mir, chattet ein bisschen mit mir und dann können wir zusammen etwas vielleicht herausfiltern von dem, was wir so sprechen. Und ihr könnt dann schauen, was es daraus gibt. Am nächsten Sonntag ist die Lektion schon online und der Livestream, der beginnt am Montagabend um 8 Uhr. Also letzte Woche haben wir über das Pfingstwochenende gesprochen oder wir haben auch schon über viele andere Sachen gesprochen. Ihr könnt das schon sehen in unserem Archiv. Dort findet ihr ganz viele Lektionen und Themen, die wir schon gemacht haben. Hallo, Jak Horival. Hello, how are you? Do you speak English? Do you speak Swiss German? Do you speak French? What languages do you speak? And how is your level of Swiss German? How good do you speak Swiss German? Maybe you're in Switzerland since a lot of years, or maybe you're only just a beginner, or you would like to go to Switzerland. So tell me more. I can adjust with my languages. Tell me more what your level is and if you need any help. Hallo Andrea, nicht Andreas, sondern Andrea. Du kannst sehr wahrscheinlich schon Deutsch. Ich weiß nicht, das tönt Deutsch, Andrea nicht. Aber wer weiß. Hallo Kreisolka, hallo. Welche Sprache redet ihr? Welche Sprache redet ihr? Ihr könnt mit mir schreiben, ihr könnt mit mir chatten. Das ist immer interessanter, als wenn ich einfach so allein da rede. Hallo Nidus. Nidus Art. Oh. Was für Kunst machst du? Was für Kunst? Ja, es ist immer interessanter, wenn ihr schreibt, wenn ihr mit mir chattet. Oh, Jakorival, du kommst aus dem Tessin und du redest Italienisch. Es tut mir leid, aber ich rede nicht Italienisch. No parlare italiano. Das ist etwa so viel, wie ich sagen kann. Möchtest du Schweizerdeutsch lernen? Ich glaube, Tessiner können gut Deutsch, ja? So viel ich weiß, meistens, wenn ich ins Tessin gehe, können Tessiner Deutsch. Grüß. Servet. Hallo, grüß. Wo sagt man grüß? Berner sagen grüß sich. Ist das
Österreichisch? Grüß? Ich weiß nicht. Also, Grüezi, hallo zusammen, Grüß Gott, kann man auch sagen auf Schweizerdeutsch, aber das sagen eher die Österreicher. Ah, grüß dich, du bist Berner. Okay. Bist du Berner von Geburt oder bist du einfach im Kanton Bern wohnhaft? Ja. Das hat mich immer ein bisschen irritiert. Ich bin mit Berner in die Schule gegangen und sie haben gesagt, «Grüß euch» und «Wie geht's euch?» Zum Beispiel, wenn man den Lehrer gefragt hat, haben sie gesagt, «Könnt ihr mir helfen?» Und dann bin ich mit meinem Dialekt gekommen und habe gesagt, «Könnt ihr mir helfen?» Irgendetwas stimmt nicht. Und ich hätte müssen sagen, «Können Sie mir helfen?» Aber alle haben «ihr» gesagt. Und dann habe ich gar nichts gesagt. Und erst, als ich auf Schweizerdeutsch unterrichten habe ich gemerkt, dass Berner irren. Die Berner brauchen die zweite Person Plural zum Höflichkeitsform brauchen. Darum sagen sie «Grüß euch» und nicht «Grüezi». Du bist von St. Gallen, okay. St. Gauer Deutsch ist mir nicht so geläufig. Aber es ist ein Dialekt, das noch nahe bei Deutschland ist. Also ihr sagt St. Gallen. Also ihr tut nicht das L vokalisieren. Das L wird im St. Galler Dialekt nicht zu einem U. Hallo, Biała Róża, hallo Mario, hallo Webi. Ja, welche Sprache redet ihr und wie gut könnt ihr Schweizerdeutsch? Sind ihr schon lange in der Schweiz? How well do you speak Swiss German? Are you in Switzerland since a long time or are you only just starting to learn? Do you already know High German? Hallo Stefan, wie geht's? Danke gut, mir geht's gut. Und dir? Wie geht's dir? Ja, wie geht's euch? Heute ist Mittwoch, es ist der zweite Arbeitstag in dieser Woche. Vielleicht habt ihr schon vergessen oder das letzte Wochenende ist schon weit weg oder vielleicht ist es noch ganz präsent in eurer Erinnerung. Was habt ihr am letzten Wochenende gemacht? Am Pfingstwochenende? Am Freitag? Vielleicht schon am Freitagabend, Samstag, Sonntag, Montag. Wir haben eine Lektion vorbereitet zu dem Thema, aber ihr könnt auch das schreiben jetzt. Du hast Hochdeutsch gelernt und du probierst jetzt dazu, Schweizerdeutsch zu lernen. Das ist gut, ja. Hochdeutsch ist wichtig auch zum Lesen und Schreiben. Also Lesen und Schreiben tun wir in der Schweiz praktisch nur auf Hochdeutsch, außer so SMS und so. Die gesprochene Sprache, also das, was man redet, Mundart, das ist Schweizerdeutsch. Und zwar gibt es eben verschiedene Dialekte. St. Gauerdeutsch und Berndeutsch und. I was nicht so viel. I was nicht so viel. Was heißt das, Steffen? Ich bin nicht so viel gsi. Keine Ahnung. Also, ich bin da in unserem Studio. Wir haben so ein kleines Studio mit so Vorhängen, dass es nicht so fest haut und Lampen und Zeug und Sachen. Aber mich kannst du vor allem online sehen. Wir haben einen Online-Kurs. Berko, it is so difficult, Schweizerdeutsch. You can learn Swiss German directly from English. We translate our lessons into English. So subscribe to our course and check it out. If you need some help and a tour, I can meet up with you. And then I can show you how it works. So we have Swiss German lessons for
basic. It's just every week about 10 new sentences. But we also have the VIP lesson with a live stream, with a whole story. Hallo, Chile, Atto, schön bist du da. And so you can check it out and see if this is a good way to learn Swiss German with us, with others, also in Zoom meetings where we can speak together. Severet, du fragst, woher ich bin. Das vielleicht sehr wahrscheinlich wegen meinem Dialekt. Ich bin in Freiburg aufgewachsen, aber mit Berner in die Schule gegangen. Also, Freiburg ist katholisch und die Deutschschweizer aus meinem Dorf sind auf Freiburg in die Berner Schule gegangen, in die protestantische Schule. Also ich bin mit Berner aufgewachsen. Es ist ein bisschen Bern gefärbt, mein Dialekt, aber mein Vater ist Luzerner und Mutter Zürcherin. Also alles ist ein bisschen ein Gemisch. Wenn ich schreibe ich eher ähnlich wie Zürichdeutsch und wenn ich rede, tue ich eben das L vokalisieren und das tönt dann eher wie Luzerndeutsch. Aber wenn ich schreibe, tue ich L schreiben. Hallo Anna, hallo Igor. Ja, also wir sind immer noch am Brainstorming machen. Wir möchten gerne Ato, du wohnst in Chile, aber dein Papi war Schweizer. Hat er mit dir Schweizerdeutsch geredet? Oh, Igor, das war gerade das Thema in meinem Podcast 10 Millionen Schweiz. Was denkst du über 10 Millionen Schweiz? Ich glaube, das ist ein komplexes Thema und ich weiß nicht, ob das richtig ist, einfach zu sagen, wir wollen nur 10 Millionen, Punkt. Bis dann kann sich auch noch viel verändern. Ich mache mir Sorgen, dass es wenig Kinder gibt. Ich mache mir Sorgen, dass es wenig Kinder gibt. Also, Atto, dein Vater hat ein bisschen mit dir Deutsch geredet oder Schweizerdeutsch und du hast selber gelernt. Ja, du kannst dich einschreiben zu unserem Kurs. Entschuldigung. Und wir haben auch Leute aus Amerika, wir haben Leute aus Kanada. Und wir machen auch einen Livestream. Also, der Livestream ist immer Schweizer Zeit am Montagabend am 8 Uhr. Das ist in Amerika irgendwie am 2 Uhr am Nachmittag. Aber wir haben neu ein zweites Zoom-Treffen. Also für die möchten, denen, es nicht passt, am Montagabend am 8:30 Uhr. Vielleicht, weil sie Kinder haben oder weil die Zeitzone anders ist, weil sie in Australien wohnen oder so. Die können auch an ein Zoom-Meeting kommen am Dienstag am 12:30 Uhr, also am 12:30 am Mittag. Am 12:30 am Mittag. So we have a live stream lesson and then we have always half an hour, at least half an hour for some people stay longer. Okay. Some people stay longer and they speak together in small breakout rooms in a Zoom meeting. So it's always like half an hour. We have half an hour live stream and then half an hour Zoom meeting. It's always interesting to meet the people and talk with them, and you can personally ask questions when you have still some questions. And then this Zoom meeting, we repeat on Tuesday at 12:30. And on Tuesday evening at 8 we have the VIP German course. Wir lernen zusammen Deutsch auch mit der gleichen Geschichte, mit den gleichen Geschichten. So kannst du parallel lernen, wenn du möchtest, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Und du kannst auch da ins Zoom-Treffen kommen und dort sprechen wir nach dem Kurs um 8:30 sprechen wir zusammen Hochdeutsch.
Ja, gern. Ich spreche nicht ganz Zürichdeutsch. Es ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Steffen, was heißt to know? Also ich weiß nicht so viel. Ich weiß nicht so viel. Aha, du kennst Schweizerdeutsch nicht so gut, du verstehst nicht so viel. Aber das kann sich ändern. Wenn du möchtest, kannst du dich einschreiben bei unserem Kurs und dann Übung macht der Meister. Wir haben ganz viele Ressourcen online und jede Woche eine neue Geschichte, einen neuen Dialog, ein neues Live-Treffen und ein Zoom-Treffen. Also wenn du möchtest, kannst du dich einschreiben und das schauen. Ihr könnt auch bei meinen Informationen zu mir findet ihr auch meine WhatsApp, also meine Telefonnummer und ihr könnt mir per WhatsApp eine Nachricht schicken. Genau. Ja, also wir sind immer noch am Brainstorming machen. Welche Situationen machen euch Probleme in der Schweiz? Was für Situationen sind schwierig für euch in der Schweiz? Was möchtet ihr lernen? Sprache ist sehr, sehr weit. Man kann über alles reden. Aber was beschäftigt euch am meisten? Das ist meine Frage. Ich möchte interessanten, guten Dialog machen zu einem Thema, das euch interessiert und wo ihr etwas davon profitieren könnt, das ihr auch brauchen im Alltag. Zum Beispiel, jemand hat geschrieben über 10 Millionen Initiativen von der SVP. Sind ihr politisch interessiert? Sind ihr politisch interessiert? Welche Themen interessieren euch? Könnt ihr gerne diskutieren, pro und contra und argumentieren. Dann könnt ihr auch schauen, ich habe einen Podcast, einen Swiss German Online Podcast und da habe ich habe es noch nicht hochgeladen. Gestern haben wir in unserem fortgeschrittenen Schweizerdeutsch-Kurs über diese Initiative geredet. So, dort kannst du auch hören und wenn du dich einschreibst für unseren Kurs, fortgeschrittenen Kurs, musst du dich mit mir in Kontakt setzen und ich kann dich aufnehmen in unsere Gruppe. Ja, was interessiert dich? Ich hatte heute mit einer Schülerin Lektion und sie hat gesagt, es ist ganz interessant, sie tut viel Texte lesen. Alle Lektionen, die wir haben wir aufgeschrieben. Texte lesen und dann Texte hören. Sogar nicht nur die Lektion, die gerade jetzt aktuell ist, sondern wenn sie Zeit hat, kann sie auch andere Lektionen machen. Und das ist, findet sie sehr hilfreich. Das findet sie sehr hilfreich. Also vielleicht spreche ich ein bisschen Hochdeutsch. Versteht ihr alle Hochdeutsch oder lernt ihr direkt Schweizerdeutsch? Versteht ihr mich gut? Ja, wir suchen ein neues Thema. Vielleicht wir könnten etwas über Geografie machen oder über einen bestimmten Ort in der Schweiz. Vielleicht mögt ihr Geschichte. Vielleicht interessiert euch eine Geschichte besonders. Ich kann euch vielleicht verraten, ich habe zwei Jahre in Murten gelebt. Und in Murten gibt es ein großes Fest, das heißt Solennität. Schweizerdeutsch, ja. Und dieses Fest, du verstehst Hochdeutsch, Junior. Dieses Fest wird am 22. Juni gefeiert, um den 20. Juni. Ich glaube, es ist der 22. Juni.
Wisst ihr, was die Murtener in Murten am 22. Juni feiern? Das ist eine Viertig für die Leute aus Murten und vielleicht auch aus den Dörfern rundherum. Die Schule macht mit, alle Vereine machen mit. Es ist ein grosses Fest. Was wird am 22. Juni in Murten gefeiert? Habt ihr eine Ahnung? Es ist ein ganz wichtiges historisches Ereignis der Schweiz. Und zwar ist das der Sieg der Schweizer bei der Schlacht von Murten. Vielleicht, wenn ihr euch einbürgern lasst, dann ist das eines der wichtigen Ereignisse in der Schweizer Geschichte, wo gut wäre, wenn ihr das könnt. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr am 22. Juni auf Murten gehen und das Fest miterleben. Interessiert euch so Geschichten, wie eben die Geschichte von der Murtenschlacht? Vielleicht könnten wir ein Thema daraus machen, Murtenschlacht. Murten ist überhaupt sehr ein schönes Städtchen. Sind ihr schon einmal zu Murten gewesen? Murten hat einen französischen Namen, es heisst Morat. Es ist zweisprachig, es hat eine französische Schule und eine deutsche Schule. Aber die meisten Leute, ich denke, die Mehrheit, sind deutschsprachig. Ja, ich habe dort gearbeitet, an der Schweizer deutschen Schule, also an der deutschen Schule. Ja, es ist am Murtensee, das ist ein kleiner See, neben dem Neuenburger See und dem Bieler See. Sind ihr schon einmal zu Murten gewesen? Oder was für ein Städtli, was für ein Ort gefällt euch besonders gut in der Schweiz? Wo habt ihr vielleicht gewohnt oder vielleicht wohnt ihr noch dort? Über welchen Ort wäre es interessant zu reden? Über welchen Ort wäre es interessant zu reden? Was denkst du? Also, so we are looking for a theme to talk about next week in our VIP course, Swiss German course and German course. So you can subscribe and test it out for 1 week and be there on Monday evening in our live stream. What topic is interesting to you? So what place in Switzerland do you like most, or what place would it be worth talking about, making a dialogue? Maybe you are interested in history or in architecture or whatever. What do you think? So, what is your level of Swiss German? Tell me more where you live, what you do. It's always interesting to talk to the people and to have a feedback from you. So, otherwise you can check out my channel and subscribe and make sure you don't miss our next lesson. We are talking here about different themes we can choose for our lesson. Gut, ich rede noch ein bisschen mit euch Schweizerdeutsch. Wenn ihr etwas nicht versteht, dann könnt ihr auch schreiben. Ihr könnt sagen, ich kann euch helfen. Junior, du wohnst zu Essen in Deutschland. Schön. Oh, du kommst aus Kuba. Wir haben Freunde aus Kuba. Möchtest du Schweizerdeutsch lernen, Junior? Möchtest du Schweizerdeutsch lernen? Kennst du vielleicht Schweizer in Essen?
Oder hast du eine Schweizer Freundin? Wer weiß. Ja, ich habe Freunde aus Kuba. Sie sind Seehund- und Delfintrainer. Ja, aber wir haben nicht so viel Zeit, sie zu treffen. Vielleicht treffen wir uns nächsten Samstag. Wir haben provisorisch abgemacht und wir werden uns am Samstagabend nach der Arbeit mit ihnen treffen. Ja, also liebe Grüße nach Essen. Wie gefällt es dir in Essen? Und wie ist dein Deutsch? Bist du schon lange in Deutschland? Ja, du möchtest später in die Schweiz umziehen. Warum nicht? Wenn du eine Arbeit hast, dann ist das eine Möglichkeit. Du kannst schon Deutsch sprechen, das ist sicher gut, ein Vorteil, und du kannst mit uns Deutsch lernen und Schweizerdeutsch lernen. Ja, du kannst vielleicht dein Deutsch verbessern oder so. Gefällt dir gut bislang? Okay, das ist schön, wenn es dir in Deutschland gefällt. Ja, du hast dich gut eingelebt. Ja, das ist gut. Du bist Softwareentwickler. Ja, mein Sohn ist auch Informatiker. Er hat unsere App gemacht, ja, unsere Web-App, unsere Homepage. Immer wenn wir ein Problem haben, können wir ihn anrufen und er hilft uns bei der Lösung dieses Problems. Das ist ganz praktisch, also wir sind ihm sehr dankbar. Ja, du kannst einen Job als Informatiker suchen. Ich glaube, das ist nicht mehr so einfach wie früher, einen Job zu finden, aber es ist doch, man braucht immer noch Informatiker. Ja, also viel Glück bei deiner Jobsuche. Gut, also wir reden immer noch und suchen Themen für unsere Schweizerdeutsch-Lektion am Montagabend. Genau. Wer sucht, der findet. Das ist das Motto. Wer sucht, der findet. Wenn du nicht suchst, dann findest du auch nichts. Also, die Chancen sind viel grösser, wenn du es versuchst. Du versuchst, eine Stelle zu finden. Genau. Ja, was für Themen interessieren euch? Was für Themen interessieren euch? Jobsuche haben wir letzte ein Thema gehabt, eine Stelle in der Schweiz. Das war der Titel von unserer Lektion vor 2 Wochen. Also wenn du möchtest, kannst du dich einschreiben und kannst dort schauen. Eine Stelle in der Schweiz. Dieses war unser Thema vor 2 Wochen. Also wenn du dich einschreibst, kannst du den Kurs testen und du kannst zurückgehen und schauen, was wir da gemacht haben. Ja. Gut. Was interessiert euch? Was interessiert dich? Was sind deine Hobbys? Vielleicht können wir etwas über Hobbys machen. Vielleicht bist du in der Schweiz in einem Turnverein oder in einem Musikverein. Ich habe eine Schülerin, sie ist Musikerin und sie spielt Bratsche. Also sie ist als Musikerin in der Schweiz. Das ist ein Beruf und ihr Hobby. Ja, das ist schön, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Ich habe heute von einer Frau gehört, die ist Schmuckdesignerin und Pilzexpertin. Ja, die Leute kommen zu ihr und sie kontrollieren, ob sie die Pilze richtig gesammelt haben. Die richtigen Pilze, die essbaren Pilze. Magst du Pilze essen? Magst du Pilze essen?
Ich mag Pilze sehr, aber ich kann sie nicht gut finden. Ich muss sie kaufen. Mein Mann ist gut, er findet oft Pilze im Wald, aber ich bin nicht so gut. Und wieder Schweizerdeutsch reden. Auf Schweizerdeutsch kann man sagen, wir gehen pilzeln. Und zudem haben wir auch eine Lektion gemacht. Also vielleicht kannst du suchen Mushroom Picking und dann findest du auch die Lektion über das Pilzli sammeln. Auf Schweizerdeutsch machen wir viel Verben mit «le»-Endung. «Le». Zum Beispiel Kinderspiel. Die Buben tölen Auto. Das heisst, mit Auto spielen. Also du kannst ein Verb machen aus einem Nomen mit der Endung «le». Oder als Kind haben wir manchmal Schülerle. Also wir haben Schüler gespielt. Jemand war der Lehrer und die anderen sind die Schüler oder Teddybären sind Schüler und wir haben Schule gespielt. Also wir haben geschülerlet. Das ist so ein typisches schweizerdeutsches Ding, dass wir Verben machen aus Nomen, wo man eigentlich so auf Hochdeutsch nicht braucht. Ja, das ist zum Beispiel auch wir gehen lädeln. Hast du schon von dem gehört? Kennst du das Wort lädeln? Also das ist nicht einkaufen, zum Beispiel Brot und Käse und andere Nahrungsmittel für jeden Tag, so Gebrauchsartikel, sondern wenn du lädeln, dann gehst du von Laden zu Laden und du tust ein bisschen schneuken, du tust umschauen, suchst vielleicht Kleider oder ein Geschenk für jemanden oder du tust einfach gerne einkaufen und interessante Sachen suchen. Also dann gehst du lädeln. Häufig machen wir das zum Beispiel am Samstag, wenn wir nicht arbeiten müssen, aber auch wenn die Läden nicht zu sind, weil an vielen Orten sind in der Schweiz am Sonntag die Läden zu. Man kann nicht immer rund um die Tour lädeln. Weniger als in anderen Ländern. Ausser man ist irgendwie im Shop in Zürich oder so, nehmen, wo die Läden immer offen haben. Genau. Also, ihr könnt mir immer noch schreiben, sonst mache ich langsam Schluss, wenn ihr eine Idee habt für ein Thema für unsere Schweizerdeutsch-Lektion. Und die Deutsch-Lektion nächste Woche. Schreibt euch ein und schaut, ob das eine Möglichkeit ist, mit uns zu lernen. Wenn du eine Einführung brauchst oder nicht genau weißt oder so, dann kannst du dich melden, auch per WhatsApp. Und ich kann dir zeigen, wie das geht. Vielleicht, ja, genau. Und sonst wünsche ich euch noch ganz einen schönen Abend. Macht's gut, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit eurem Schweizerdeutsch, viel Spaß mit eurem Hochdeutsch. Ja, alles Gute. So, I love you and leave you. I will finish my life. I hope you understood what I said, or if not, I will welcome you to our course and then you can learn more and understand more when I speak next time. Our course we always have a live stream on Monday at 8 p.m. in Swiss time, and Tuesday at 8 p.m. Swiss time we'll have High German course. They're both the same topics, so you'll be able to compare. If you have one subscription, let me know. I can offer you also the second subscription. Yeah, I think that's it from me. I hope you had a good time.
Thanks for chatting with me and auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut.